So, was haben wir da für Ziel? Erhalte deine Mission von der Hirtin. Okay. Dürfte ich vielleicht noch eine kleine Rüstung haben oder irgendwie so etwas? Wäre noch cool. Irgendwie. Geredet haben wir ja mit allen anscheinend. Was war da noch? Da haben wir gerade etwas gesehen. Nicht? Ja. Okay. Ah, jetzt kann ich rennen sogar. Hallo, Hirtin? Seid ihr bereit, Kian? Ja, bin ich. Gut. Liko und Enu kommen mit euch. Sie werden euch sagen, was ihr heute Abend tun müsst. Okay. Was meinen die, wie ich in die Stadt gelangen soll, ohne von meinem Volk erkannt zu werden, auch wenn es Nacht ist? Sind sie so dumm oder arrogant, dass ihnen das nicht in den Sinn kommt? Wenn ein Asadi-Soldat mich sieht, gibt er sofort Alarm. Nach mir wird gefahndet. Mir ist noch nicht klar, was ich für sie tun soll, wenn ich in der Stadt bin. Da ich als Verbrecher gesucht werde, würde jeder Asadi-Soldat, der mich sieht, Alarm geben. Aber sie haben sicher einen Plan. So dumm und arrogant können sie das gar nicht glaube sein. ich. Bevor ihr geht, müssen wir noch etwas erledigen. Ihr seid flüchtig und die Asadi passen gut auf. Sie würden euch erkennen. Ja. Deswegen hat unsere Sidmari-Zauberin das hier hergestellt. Magie. Oh, Hier kommt man nicht ohne aus. Wenn ihr uns helfen wollt, müsst ihr das trinken, fürchte ich. Ein bakschewanischer Maskierungstrank? Nicht ganz, aber gut geraten. Ein Maskierungstrank würde keine Stunde lang anhalten. Das ist ein irhadianischer Schleier. Er bleibt tagelang wirksam. Er lässt alle ungeübten Blicke abgleiten. Solange ich mit niemandem spreche, werden die Wachen mich nicht einmal wahrnehmen. Für sie werde ich wie ein Schatten sein. Das ist sehr starke und sehr kostspielige Magie. Nicht leicht zu bekommen. Oh, ihr kennt euch aus mit Tränken. Bevor ich Apostel werden konnte, musste ich mich mit Magie ebenso gut auskennen wie die, die sie einsetzen. Man muss seinen Feind kennen. Das wird euch sicher von Nutzen sein. Trinkt ihn, bevor ihr an Land geht, und der Schleier wird euch verbergen. Seid trotzdem vorsichtig. Sprecht nicht mit den Asadi-Wachen oder Sympathisanten, erregt keine Aufmerksamkeit. Aber denkt daran, wer euch gut kennt, der kann immer durch den Schleier blicken. Liko und Enu warten unten an der Treppe auf euch, im verborgenen Hafen. Aber so könnt ihr nicht nach gerade wollte ich Makuria. sagen. Ihr müsst euch was anziehen. Ich habe euch Kleidung aufs Bett gelegt. Ich denke, sie sollte euch passen. habe ich gerade sagen, ich sollte noch etwas anlegen, hä? Also, jetzt habe ich da Trank irgendwie, ja? Irradianischer Schleier. Cool. Examin. Anschauen. Gut. Ziel aktualisiert. Zieh dich um, okay? Das machen wir. Das machen wir. Wo war echt das gsi? Da hinten. Da hinten bin ich noch nicht gsi, hä? Wer ist das? Sie sind ein verwahrloster Haufen, diese Rebellen. Wie können Sie ernsthaft damit rechnen, gegen mein Volk zu gewinnen? Ja. Ist das auch hier gsi, hä? Von hier bin ich... Was glaubst du, was bauen die Asadi? Überall diese Maschinen und Metallröhren. Ich habe gehört, es sei irgendeine Art von Waffe. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es neuartige Abwasserleitungen sind. Anscheinend muss man nur einen Knopf drücken und schon verschwindet... Ja, klar, das muss es sein. Wir riskieren unser Leben, um mehr über die Klempnerarbeiten der Asadi zu erfahren. Du Volltrottel. So, das nehmen wir, hä? Ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Das ist cool. Also, haben wir da schon noch etwas, was wir mitnehmen können? Nicht? Okay. Jetzt. Wenn wir weiter Leute verlieren, ohne gegen die Asadi an Boden zu gewinnen. Ich meine, was soll das Ganze, verdammt? Jemand muss doch kämpfen. Und wie lange? Bis keiner von uns mehr übrig ist? Bis es sonst niemanden mehr interessiert? Den Magischen ist es wichtig. Die werden alle mit Schiffen weggebracht, bevor wir auch nur dazu kommen, etwas zu unternehmen. Und was hat das Ganze dann für einen Sinn?
Ich weiß nicht. Aber wir können ja schlecht einfach aufgeben, stimmt? Oh, wir haben euch gar nicht gesehen. Hallo Ich hoffe, zusammen. eure Mission heute Abend wird ein Erfolg. Ja, das hoffe ich auch. Kann ich mit dem noch reden? Alles Gute für eure Mission. Gut. Ihr könntet euch Ihr keine werdet besseren schon auf Gefährten eine wünschen Mission als geschickt? Liku und Eno. Manche Leute haben echt ein Riesenglück. Ah, du bist ja so ein bisschen rekrutmässig, hä? Ja. Also, jetzt wo muss ich echt da her? Irgendwo Treppe nach unten, hä? Ah, hier. Ist da noch etwas zum Anschauen? Ja, nein. Ja, also, dann gehen wir doch gleich schauen. Hallo? Da schaust du mir die Feuchung an. Du. Die vertrauen mir nicht alle so, hä? Irgendwie. Bin ich da ein bisschen feindlicher Böst. Werdet ihr seekrank? Was? Oh, ich wollte nur wissen, ob ihr gleich anfangt, uns voll zu kotzen. Das ist alles. Ich bin schon mal auf einem Boot gewesen. Gut, dann macht's mir nichts aus, neben euch zu sitzen. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wir müssen los. Okay, gehen wir. Ich informiere euch über die Mission, sobald wir unterwegs sind. Nach euch, Kian. Also. Das Boot. Okay, ja, ist cool. Ein Schluck Tee nehmen, für meine Stimme. Es sieht gut aus, Potz. Wir müssen uns aufteilen. Es gibt viel zu tun und wir wollen keinen Verdacht erregen. Vielleicht erst noch ein paar Anweisungen? Wie ich eben vor ein paar Minuten auf dem Boot gesagt habe, hat Keen 3 Aufgaben. Ich hoffe, euer Gedächtnis ist besser als das der Sith-Apostel. Überläuft. In ihren Reihen gibt es einen Verräter. Ich muss diese Person identifizieren, bevor sie mehr Schaden anrichten kann. Ich werde in der Altstadt nach einem Abtrünnigen Ausschau halten. Genau, mehr wissen wir leider nicht. Jemand in der Altstadt spioniert für die Asadi. Er Oder sie. besucht wahrscheinlich oft das magische Ghetto. Aber sie muss ein Mensch sein, sonst wäre eine Zusammenarbeit mit den Asadi kaum möglich. Wir glauben, dass die Person auch an Versammlungen der Nationalen Front teilnimmt. Diese Typen sind Verräter, Asadi-Kollaborateure. Ihr Anführer, Onor Hilleris, veranstaltet regelmäßig geheime Treffen irgendwo in der Stadt. Das dürfte unsere beste Chance sein, den Verräter zu identifizieren. Schleicht euch in eine der Versammlungen ein und macht unseren Kerl ausfindig. Oder unsere Frau. Person. Ich werde auf dem Markt mit meinen Nachforschungen beginnen. Also, das wäre die Maulwurf. Ist das, das wäre der Honor. Liku hat von einer großen Waffenlieferung gesprochen, die zerstört werden muss. Es gibt eine Lieferung, die vernichtet werden soll. Wir wissen, dass Kisten mit Waffen aus Asadi eingetroffen sind. Musketen, Kanonen, Schießpulver. Sie wollen die Lieferung morgen früh in die Kaserne im Turm bringen, aber noch steht sie direkt vor dem Südtor herum. Ihr müsst sie zerstören, vorzugsweise so, dass es Aufmerksamkeit erregt. Wir wollen die Asadi auf dem falschen Fuß erwischen und ihnen Angst einjagen. Einfach so viel Krach und Feuer wie möglich. Denkt an eine Riesenexplosion. Das klingt spannend. Ich soll jemanden aufsuchen, der Maulwurf genannt wird. Ein Tarnname. Diese mächtige Person leitet die kriminelle Unterwelt der Altstadt. Okay. Wo kann ich diesen Maulwurfstypen finden? Oh, es ist kein... Der Bau der Maulwürfin befindet sich direkt am Zwielichtskei, Kian. Ah, richtig. Ja, Kian, ihr findet die Maulwürfin ganz in der Nähe. Er ist ganz nahe, dieser Typ namens Maulwürfin. Der ein menschlicher Mann ist, offensichtlich. Mögen die Götter uns vor den Sittlingen und ihren Mangel an Feingefühl bewahren. Die Maulwürfin betreibt aus dem magischen Ghetto heraus ein unterirdisches Versorgungsnetz. Wir brauchen Nahrung, Medizin und Waffen. Daher sind wir auf gute Beziehungen angewiesen.
Was auch immer die Maulwürfin von euch verlangt, tut es, ohne Fragen zu stellen. Okay. Ja, ich bin eigentlich Es wird bereit. Zeit, mich meinen Aufgaben zu widmen. Okay, machen wir. Ich bin bereit. Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Eno und ich haben heute Abend andere Aufträge. Wenn ihr den Überläufer identifiziert habt, kommt zu mir auf den magischen Markt. Das ist nicht weit von hier. Folgt dieser Straße in die Altstadt. Anschließend treffen wir uns im Cock und Im Pooh. Rooster and Kitten. Das ist eine Taverne auf der Ayreda-Allee, kurz vor dem Markt am Südtor. Ulvik, der Wirt, ist ein Freund des Widerstands. Das ist im Moment sicher alles sehr verwirrend für euch, Kian. Aber es gibt überall Stadtpläne. Ihr könnt euch nicht verlaufen. Okay. Naja, vermutlich doch. Werdet ihr... Ich finde mich schon zurecht, Eno. Gut. Viel Glück, Großer. Ihr Großen. Alle beide. Vermutlich doch. Jetzt habe ich einen Trank genommen, hä? Ja, es sieht geil aus, ist gut gemacht. Also, Maulwürfin muss ich finden, Waffenlieferung, der Verräter. Seek out of the family hinges. Ah! Das ist das, was ich vom Arne Stomp, wo ich ja versprochen, dass ich gehe, die Angehörigen Bescheid sagen. Das war der, der im Gefängnis dort ist gestorben. Ja, okay. Alles klar. Oh, wo finde ich den? Das werde ich gleich zuerst machen. Das sind die Stadtpläne, ne? Aha. Magisches Ghetto. Wo bin ich? Auch da am Kaium, ne? Old Town. Dort bin ich, jetzt gesehen ich's. Unten in der Mitte. City Green. Southgate. Am Südtor ist doch das gewesen, oder was? Die Lieferung ist das dort am Südtor, hä? Das wäre jetzt der. Steht. Ja, ich gehe einfach mal schauen. Allen Orten ein bisschen schauen. Aber eben, ich soll ja mit niemandem reden. Irgendwie. Ja, ich muss da schauen. Oh, die Ratten da. Müs! Müs! Okay. Also die Häuser kann man nicht rein, hä? Titirim, erst dann Taste, Musik. Da bin ich auch. Der Mariplatz irgendwie, hä? Sollte ich drauf schauen? C ist... Mein Stand ist immer geöffnet, Tag und Nacht. Okay. Oh. Geräuchertes Elkwandfleisch, eingelegter Garnelenkäse. Oh, schön. Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Körper braucht. Alles zugelassen und genehmigt. Keine Hexerei. Hilfe! Hilfe! Lasst mich los! Hilfe? Du hast versucht, meinen Geldbeutel zu stehlen. Na und? Ihr seid ein Asadi. Das ist die schlechteste Ausrede aller Zeiten. Fürs Stehlen eines Geldbeutels könnten sie dir den Arm abhacken. Bisher lief's immer gut. Glück für dich, dass ich kein Asadi bin. Und jetzt hau ab. Wie groß seid ihr? Ihr seid echt groß. Lass mich in Ruhe, Junge. Ihr seid viel größer als mein Vater. Seid ihr sicher, dass ihr kein Asadi seid? Ja, Ihr seht aus wie ein Asadi.
Seid ihr ein Soldat? Warum tragt ihr keine Uniform? nicht mit ihm Seid ihr reden. bei der Geheimpolizei? Was? Nein! Zieh Leine, bevor ich meine Geduld mit dir verliere. Ihr seht echt wie einer von denen aus. Oh, bei der Liebe der Göttin. Wie ist dein Name, Junge? Bib. Bib? Ja, na und? Du solltest bei deiner Mutter sein, Bib, und dich nicht hier herumtreiben und stehlen. Geh nach Hause. Geht nicht. Ich hab kein Zuhause. Tut mir leid. Trotzdem solltest du nicht. Sie sind nicht etwa tot oder so, meine Eltern. Sie wurden bloß nach GN geschickt. GN? GN. Dorthin werden die Magischen geschickt. Sie kehren nicht zurück, aber das muss der Junge bereits wissen. Er muss gesehen haben, wie es bei anderen gelaufen. Der Junge hat wahrscheinlich keine Ahnung, was auf GN geschieht. Und ich sollte nicht derjenige sein, der es ihm sagt. Ja. Was machen Sie auf GN? Umerziehungslager. Das hat mein Vater gesagt. Wahrscheinlich haben Sie als Kinder in der Schule nicht besonders gut aufgepasst. Sie kommen bestimmt zurück, wenn Sie richtig umerzogen worden sind. Niemand kommt von den Inseln zurück. Jedenfalls keine magischen. Was meint ihr damit? Ich meine, Wollt ihr sagen, dass Sie für immer dort bleiben werden? Er hat es jetzt Er ist nur anders ein formuliert. aber das war ich auch, als ich ein Waisenkind wurde. Niemand hat mich vor der Wahrheit beschützt. Ja, ich weiß. Der Junge kann nicht älter als 10 sein. Er muss die Wahrheit noch nicht erfahren. Ja. Ich bin sicher, Sie kommen irgendwann zurück. Daran glaubt ihr selbst nicht. Ich? Nein, tue ich nicht. Also warum lügt ihr mich dann an? Um dich vor der Wahrheit zu beschützen. Ich brauche nicht beschützt zu werden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sicher kannst du das. Also, was wird mit ihnen geschehen? Über solche Dinge solltest du nicht nachdenken. Hast du keine Familienangehörigen hier? Nicht in Makuria. Die sind alle im Südland. Was wird mit ihnen geschehen? Man wird sie arbeiten schicken. Dafür sind die Gefängnislager da, um die Magischen von den Menschen fernzuhalten. Um sie zu separieren. Separieren? Um die Magischen von den Menschen zu trennen. Für immer. Ihr lügt. Das tue ich nicht. Wirklich nicht. Ihr seid einer von denen. Warum seid ihr hier? Nehmt ihr mich mit, um mich wegzuschicken und zu separieren? Separieren. Mich auch? Ich bin keiner von denen. Tja, ihr seht aber so aus. Und klingt wie die. Das mit deinen Eltern tut mir leid. Aber ich habe Dinge zu erledigen. Gehört ihr zum Widerstand? Widerstand? Da bist du Natürlich nicht. Gedrungen Weil lassen. ich gehört habe, wie jemand sagte, dass jetzt ein Asadi beim Widerstand ist. Und wenn ihr ein Asadi seid, der hier ist und Dinge zu erledigen hat, klingt das verdammt danach, als würdet ihr zum Widerstand gehören. Nicht so laut, Junge. Keine Sorge, alle in der Altstadt unterstützen den Widerstand. Fast alle jedenfalls. Was meinst du mit fast alle? Ich meine, dass es ein paar gibt, die den Widerstand nicht unterstützen. Die sich lieber zur Versammlung der Nationalen Front schleichen. Ein paar, die Rebellen bei den Asadi verpfeifen. Kennst du so jemanden? Nein? Aha. Naja, ich kenne ihre Gesichter nicht. Aber ich weiß, dass heute Abend eine Versammlung der Nationalen Front stattfindet. Zeig sie mir. Was? Zeig mir wo. Ich darf auf eine Mission mit euch? Das ist so unglaublich genial. Beruhig dich, Junge. Ich möchte nur, dass du mir sagst, wo. Wie gut kennt ihr die Stadt? Naja, nicht besonders gut. Fein, dann zeige ich's euch. Zu kompliziert, das zu erklären. Es ist nicht sicher. Für euch? Nein. Für mich? Ich verlasse das Ghetto ständig, wenn es dunkel ist. Ich weiß, wo ich hin muss, wo die Wachen postiert sind. Ich kenne ihre Patrouillenwege. Alles. Ich bin wie ein Schurke. Eins mit dem Schatten. Der verschleierte Rächer. Ich bin ein Assassine. Zeig mir einfach den Weg und dann gehst du direkt hierher zurück. Ich bleibe nur eine kleine... Direkt zurück. Oder ich suche mir jemand anderen, der mich hinbringt. Viel Glück dabei. Aber na schön. Dann komme ich eben direkt zurück. Ja. Seid ihr bereit? Können wir gehen? Wie wir grad gehen. Warum, da kann man doch grad schauen. Es gibt keinen Grund, diese Mission hinauszuzögern. Ja. Los geht's. Ja, folgt mir. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Folge Bib zum Versammlungsort, jawohl.
fremdländische Wo ist er, der Kräuter, Big P? wohltuende Salben, Balsame. Ah, ist er, ja. Ich verkaufe Tut mir leid, dass Sie nicht gefunden. Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Körper braucht. Alles zugelassen. Wir müssen das Ghetto verlassen. Wie kommst du an den Wachen vorbei? Ich kenne einen Weg. Trefft mich auf der anderen Seite. Warte, was? Die andere Seite. Was? Und ich? Da kann ich nicht durch, hä? Ah, jetzt muss ich selber einen Weg finden in dem Fall. Hallo? Da die Stegen auf. Kann ich nicht rein? Ja. Mal probieren, einfach vorbeilaufen. Und was passiert? Wenn meine Schicht vorbei ist, gehe ich in diese billige Tab. Ich glaube, die Schatten leben. Dieser Posten gefällt mir nicht. Ah! Weil ich den Trank hab noch. Ah, sehr gut. Seht ihr? Bin ich schon. Ganz leicht. Die Göttin schütze uns. Du spielst mit deinem Leben, Junge. Ich brauche keine Göttin, die mich beschützt. Ich bin echt gut im Klettern. Wie seid ihr aus der Feste entkommen? Was? Ich bin nicht. Woher weißt du davon? Oh, alle wissen, dass der Apostel in der Nacht seiner Hinrichtung aus der Feste entkommen ist. Darüber gibt's sogar ein Puppenspiel. Der Schatten hole mich. Und warum glaubst du, ich sei dieser Assadi? Der geheimnisvolle Aposteltyp entkommt aus der Feste. Ein paar Tage später schließt sich ein geheimnisvoller Assadi dem Widerstand an. Ich bin vielleicht erst 10 und habe lila Haut, aber ich bin kein Idiot. Ja, du bist Eindeutig ein nicht. cleveres Hier ist Kerli. Hier haben Sie Ihre Tatsache. Versammlung und Ansprachen und so. Bist du sicher? Ganz sicher. Manchmal lausche ich. Sie reden über die Magischen und darüber, wie wir ihre Welt verdorben und ihnen alles weggenommen haben. Es macht mich traurig, das zu hören. Ich habe nicht gewusst, dass die Magischen so schlimm sind. Kein Wunder, dass die Menschen uns hassen. Das tun wir nicht. Schau mal, Junge. Bib. Das sind keine guten Leute. Du hast nichts Falsches getan. Du kannst nichts dafür, wie du aussiehst oder für deine Hautfarbe. Wie und wo du geboren wurdest, macht dich nicht zu einer schlechten Person oder zu einer geringeren Person. Es macht dich einfach zu dir. Worauf es ankommt, ist, was du mit deinem Leben machst. Und jetzt verschwinde. Lauf weg von hier. Geh zurück und sei vorsichtig. Aber, Du hast es versprochen. Keine Diskussion. na schön. Na schön. Was? Ein Trinkgeld wäre in Ordnung. In Anerkennung all meiner harten Arbeit. Du bist mir wirklich einer. Hier, jetzt lauf zurück, du kleiner Dieb. Der Bib, du, der ist mit allen Wasser gewaschen, he? Der kleine Junge Gil, da. So, wo bin ich? Sollte ich schauen, wo ich bin, mittlerweile? Ah, da oben. Mhm. Okay. Also. Ein Weg in die Versammlung muss ich finden. Was ist das für eine? Wache der Nationalen Front. Ah. Wie sagen wir den Tätig, hä? Aber ich will dort da schauen, was sonst noch etwas ist. Ich will natürlich da die Angehörigen von diesem Baum nicht verpassen. Hallo? Was ist das da? Der Aufbau des Röhrennetzes scheint beschleunigt zu werden. Überall sind Wagenladungen mit Metallröhren und die Arbeiter schuften bis in die Nacht. Sie da Kanalisationen bauen anscheinend, hä? Nein, jetzt sollte nicht mit mir reden, sonst erkennen sie mich. Wer ist das? Frau.
Verzeihung, werte Dame. Ich suche die Witwe Stont. Ich bin Gerdi Stont. Wer seid ihr? Ich kannte euren Mann. Oh. Er war ein tapferer Kerl. Ihr kanntet ihn? Woher kanntet ihr ihn? Wir sind uns in der Mönchsfeste begegnet. Am Abend seines Todes. Er hat mir das Leben gerettet. Leider konnte ich nichts tun, um seines zu retten. Ihr habt ihn an diesem Abend gesehen? Er bat mich, euch aufzusuchen. Euch zu sagen, dass er euch liebt. Und dann habt ihr ihn diesen Dreckskerlen überlassen, die ihn zu Tode folterten? Ich habe geschworen, keinen Unschuldigen zu töten. Sie sagten, er habe um seinen Tod gefleht. Ihr hättet ihm eine saubere, ehrenvolle Reise zur Nachtseite gewähren können. Stattdessen habt ihr ihn einfach dort gelassen. Erzählt mir nichts von Ehre. Ihr besitzt keine. Lasst uns in Ruhe. Ja. Yeah. Arnstons Witwe. Sie will nichts mit mir zu tun haben. Ja, also. Wenn er nicht auch töten, nicht töten, fertig. Ah, das habe ich jetzt mal. Jetzt bin ich per Zufall gerade in die Witwe gelaufen, hä? Cool. Ja, ich muss auch wirklich da angreifen. Da bei dem. Mal schauen. Seid gegrüßt, Bruder. Was? Wer ist da? Götter verflucht. Ihr habt mich zu Tode erschreckt, Kumpel. Wo bei den 7 Höllen seid ihr denn hergekommen? Aus den Schatten. Tretet beiseite, ich bin spät dran für die Versammlung. Ja, natürlich. Blut und Land, Bruder. Mhm. Wir halten das lieber einfach. Die offensichtliche Antwort auf Blut und Land lautet... Was? Ich werde nicht weiter raten. Früher oder später würde selbst dieser hirnlose Trottel durch meinen Schleier blicken und die Wachen rufen. Mhm. Wichtig ist nicht, was ich sage, sondern wie ich es sage. Ich muss energisch wirken und zeigen, dass ich zu dieser Versammlung gehöre. Ja, ich denke Ich das. werde nicht weiter raten. Entschuldigt, war wohl die falsche Hinterhofversammlung. Oh nee. Ihr Leute solltet euch was schämen! Wie könnt ihr es wagen, mir diesen Dreck an die Tür zu heften? Dass ich ein Mensch bin, heißt noch lange nicht, dass eure spezizistische Propaganda mich interessiert. Ich habe den größten Teil meines Lebens neben Dolmari gewohnt. Und die haben mir und den meinen nie was getan. Hier, das halte ich von eurer sogenannten humanistischen Versammlung. Und euer Onur Hilaris kann sich mal ins Knie ficken. Der ist ein Verräter. Das seid ihr alle. Wenn die Asadi endlich zusammenpacken und abhauen, wissen wir noch, was ihr getan habt. Da könnt ihr sicher sein. Ich nehme das mal. Einladung. Okay. Kann ich auch die zwei kombinieren irgendwie? So. Kombinieren mit dem. Jetzt habe ich eine Einladung, hä? Ehre und... was? Da fehlt ein Wort. Ehre und... Man hat es in 3 Stücke zerrissen. Das 3. Stück muss ich noch finden. Also. Es ist in dem Fall gleich gut gewesen, habe ich nicht gerade energisch da. Also. Weil sonst hätte er mich auch erkannt. Also. Es ist ekelhaft, was da vor sich geht. Die Magischen zu verunglimpfen, als wären die das Problem. Die Magischen haben immer hier gelebt. Die Asadi sind es, die das Gleichgewicht der Dinge gestört haben. Ihr solltet euch hüten, schlecht über die Asadi zu reden. Die Wände haben Ohren. Oh, was wollen Sie denn machen, hä? Mich in eines Ihrer Umerziehungslager verschiffen?
Das können Sie ja gern mal versuchen. Sie könnten euch in die Mönchsfeste werfen. Das würden Sie nicht wagen. Diese Bande respektiert Frauen. Zumindest das spricht für Sie. Ganz anders als diese Verräter von der Nationalen Front da drin. Merkt euch meine Worte. Sobald die Assadi weg sind, jagt der Widerstand jeden einzelnen von denen und knüpft sie alle auf der Stadtmauer auf.